Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse und Benotung der Spieler. Ja, Leute, 31. Bundesliga-Spieltag zu Hause gegen den 1. FSV Mainz 05, 3:0 gewonnen. Ja, ich denke, ein sehr, sehr überzeugendes Spiel. Ich mache mal eben nebenbei, wenn ihr euch wundert, warum ich hier euch nicht angucke, nebenbei schon mal meinen Spielerbenotungspfeil auf. Sehr, sehr ordentliches Spiel. Wir haben 13:0 gewonnen, Alter. Eigentlich gibt es gar nichts zu meckern, wenn wir ehrlich sind. Ja, wenn man, was weiß ich, für eine Messlatte anlegt, dann kann man argumentieren, ja, wir hatten mal so 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, wo wir im absoluten Schongang waren und Mainz den Ball überlassen haben. Aber wenn wir ehrlich sind, ist auch genau das, was wir zum Beispiel in den letzten Wochen immer mal kritisiert haben, dass wir nicht in der Lage sind, auch mal eine andere Spielweise an den Tag zu legen. Das haben wir da gezeigt, ja, dass wir haben den Gegner mal den Ball gelassen, haben den Gegner mal kommen lassen, haben dann versucht, den Raum zu nutzen, hatten uns dadurch auch Chancen erspielt, die wir leider nicht nutzen konnten, aber wir haben uns den Raum halt erspielt, ja, und von daher sehe ich das jetzt völlig in Ordnung an. Wie gesagt, es war ein gutes Spiel, 13:0 zu Hause gewonnen, easy peasy, der Sieg war nie in Gefahr, wenn man ehrlich ist, und ja, was ein bisschen schade war, da kann man natürlich drüber reden, über ja, das 500. Bundesligaspiel von Thomas Müller. Serge Gnabry war jetzt nicht so maßlos überzeugend, dass man sagen konnte, oh ja, der muss unbedingt so lange auf dem Feld stehen und wir müssen unbedingt Thomas Müller nur 8 Minuten gönnen in seinem 500. Bundesligaspiel. Das fand ich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen beschämend. Ihr wisst, ich bin jemand, der kein Problem hat, auch gestandene Spieler zu kritisieren, dass es nach Leistung gehen muss. Aber Thomas Müller hatte die letzten Spiele gut gespielt und ein Serge Gnabry war nicht wirklich gut. Ja. Und ein Harry Kane war auch nicht wirklich gut, den hätte man genauso auswechseln können. Fand ich schon sehr schade, dass man dann Thomas Müller die Bühne nur für 8 Minuten gegeben hat. Sage ich euch ganz ehrlich. Das finde ich ein bisschen traurig. Ich hoffe, er wird das letzte Heimspiel komplett bekommen. Ja, also ansonsten weiß ich es auch nicht mehr. Sehr wahrscheinlich sind wir dann schon Meister. Mal abwarten, wie das Spiel in Leipzig ausgeht. Aber dann sollte natürlich ein Thomas Müller den gebührenden Abschied kriegen und ein Spiel über volle 90 Minuten. Ja. Also, aber gut, das ist auch nur meine Meinung, aber das ist auch das Einzige, was man hier jetzt an diesem Spiel kritisieren kann. Ja. Ansonsten, wir haben es von Minute 1 an den Griff gehabt. Ja, natürlich hatte Mainz dann diese Kontergelegenheit von Burkhardt, der durch eine starke Einzelaktion, da nach 5 Minuten, da hätte Mainz natürlich mit ein bisschen Glück einzeln in Führung gehen können. Aber ansonsten haben wir es im Griff gehabt. Ja, ansonsten hat nur der FC Bayern gespielt, was mir heute sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, Kimmich individuell gesehen war nicht so stark, was mir aber gut gefallen hat an Kimmich heute, dass er sich ein bisschen zurückgehalten hat. Ja, Pavlovic hat endlich wieder den Raum gehabt, auch sich mal zu entfalten nach vorne hin und nicht, da steht jedes Mal ein Kimmich 2 Meter neben ihm. Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch, dass Kimmich auch hingegangen ist, hier gerade Boe und so, alle, die nicht so viel spielen, direkt da mal ein bisschen angefeuert und ein bisschen aufgemuntert und so. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen heute bei Josh. Individuelle Leistung, Benotung kommen wir gleich zu, war nicht ganz so stark. Wir haben ja die Reaction gemacht hier auf Manu Tides Video. Da musste ich heute ein bisschen schmunzeln. Ich gehe natürlich mit, was er gesagt hat. Ja, aber schon witzig, dass dann heute unsere Außenstürmer die Tore gemacht haben. Ja, das gut. Das dritte nicht mit Eric Dyer, aber das erste und zweite haben dann ausgerechnet die gemacht, wo man gesagt hat, wir brauchen stärkere Abschluss-Außenstürmer. Das war lieber heute. Ja. Das kann man gut finden oder schlecht finden. Ich weiß auch, was zu kritisieren ist. Kommen wir auch gleich zu, wenn wir auf die Benotung gehen. Aber bevor wir in die Benotung reingehen und ich hier weiter quatsche, habe ich natürlich ganz vergessen, Leute, wenn euch so gefällt, was ihr hier seht, abonniert gerne den Kanal. Ja, ist für euch völlig kostenlos, ihr verpasst kein Video und ihr unterstützt einfach das, was ich hier tue. Ja, also vielen lieben Dank dafür. Und ich würde sagen, damit werfen wir erstmal einen Blick in die Statistiken rein, ja, bevor wir weiter darauf eingehen und in die Benotung reingehen. Gut, Ballbesitz 60-40, Abseits 1-0, Fouls 13-17, Zweikampfquote 53-47, Schüsse aufs Tor
6-3, Schüsse insgesamt 14-8, Ecken 4-4, angekommene Pässe 521 zu 314, Flanken 7-10. Ja. Wie gesagt, wenn ihr das kritisieren wollt, ich kritisiere das nicht, dass wir nur 14 Schüsse hatten, nur 6 aufs Tor, nur 7 Flanken. Wir haben schon andere Spiele gesehen, wo wir 20 hatten und über 20 Torschüsse und 10 aufs Tor und was weiß ich was. Mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Diese Ausgeglichenheit, wie gesagt, auch mal dieses, komm, wir ziehen uns mal ein bisschen zurück. Das müssen wir halt einfach auch mal in unser Repertoire bekommen. Ja? Wir können nicht jedes Spiel, ich meine, heute hätte man es gekonnt, man hatte eine Woche Pause, ja, versteht mich nicht falsch. Aber wir reden vom Learning, ja, und wir müssen wieder dahin kommen, dass wir es auch mal hinkriegen und zu sagen, ey, komm, der Gegner, wir haben es erste Halbzeit gesehen. Alle 22 Feldspieler oder alle 20 Feldspieler plus der Torwart von Mainz waren in der Mainzer Hälfte. Ja, dass da dann ein wenig Raum ist und du auch wenig Raum hast, wenn du den Ball dann mal im Pressing eroberst, ist auch klar. Ja? Von daher ist es in meinen Augen völlig sinnig, sich weiterzuentwickeln und auch zu sagen, gerade wenn das dann so ein Gegner ist, der das auch machen möchte, ja, dass man da mal sagt, komm, dann lass sie jetzt mal machen. Ja? Lass sie jetzt mal ein bisschen machen, gib ihnen auch mal 10 Minuten, dass sie ein bisschen Sicherheit kriegen, dass sie sich trauen, dann auch rauszurücken und dann versuchst du zuzuschlagen. Ja? Das ist ein Stilmittel, was wir lernen müssen. Ja? Das habe ich oft genug kritisiert die Saison und viele von euch auch. Und ich denke, das hat man heute mal gesehen. Ja? Und ja, das lernst du halt, indem du es tust. Ne? So, Punkt. Ja? Und da musst du halt auch mal 20 Minuten da hinnehmen. Ich meine, man hat es gesehen, wenn wir die Züge wieder anziehen, haben wir Mainz auch wieder hinten reingedrückt in der zweiten Halbzeit. Ja? Also, ich denke, daran hat man schon gesehen, dass das schon an uns lag. Dass wir da schon gesagt haben, komm, wir lassen den Mainzern mal jetzt die Luft, lassen die mal ein bisschen kommen. Ja, das hat man dann gesehen, wo wir dann so nach 15 Minuten, 20 Minuten wieder gesagt haben, ja komm, alles ist gut, wir machen jetzt nochmal selber ein bisschen. Ob es geplant war oder ob man einfach durchschnaufen wollte, keine Ahnung. Aber wie gesagt, es ist gut, wenn man sieht, dass dieses Stilmittel da ist und auch klappt. Ja, kommen wir noch zu den Schüssen insgesamt. Sané 5, Ulisse 3, Stani 1, Torschussvorlagen 1, Leimer, Ulisse 1. Eigentlich hat Conny Leimer beide. Weiß ich nicht, warum hier nur eine steht. Gewonnene Zweikämpfe, Ulisse 10, Sané 6, Gnabry 5, Ballkontakte 105, Kimmich 8, 86, Leimer 84, Pavlovic. Ja. Den Rest können wir uns natürlich wie immer schenken und fangen an mit der Note für Kompany. Ja, Aufstellung war wie erwartet. Ja, hat mich jetzt nichts überrascht. Dass Thomas Müller jetzt nicht unbedingt angefangen hat nach der Krankheit, ist auch okay. Hat nur einen Tag, glaube ich, mittrainiert, ne? Dass er da nicht 90 Minuten spielt. Auch völlig fein, war abzusehen. Von daher gibt es da wenig zu meckern. Ich brauche nicht den Take bringen, dass ich einen Palinja gebracht hätte, um ihn einfach mal zu sehen und so weiter. Es ist für mich fein, wenn ich Kimmich Pavlovic sehe. Immer noch besser, als wenn ich Kimmich Goretzka sehe. Das haben wir die letzten 10 Minuten wieder gesehen. Von daher, ja, viel mehr gibt es gerade auch nicht her, taktisch, ja, aufstellungsmäßig. Von daher, was ich mir gewünscht hätte, wäre eine schnellere Auswechslung von Gnabry gewesen, der wirklich schwach war. Ja. Erste Halbzeit kannst du irgendwie noch durchlaufen lassen, obwohl er da viele Chancen schon zunichte gemacht hat. Hatte natürlich ein, zwei, also er hat viele Aktionen gehabt, der hat aber einfach Scheiße am Fuß gehabt. So, sagen wir, wie es ist, war nicht sein Tag und das muss man dann auch sehen. Und wenn du einen Koman draußen hast, wenn du Müller draußen hast, dann muss es auch mal am 31. Spieltag möglich sein zu sagen, pass mal auf, Serge, so reicht das nicht und du bleibst jetzt drinnen in der Kabine. Ja, und es kommt ein neuer Spieler rein. Zack, fertig. Ja. Das würde ich mir noch wünschen, dass wir da endlich mal hinkommen. Wenn schon alle Außenstürmer fit sind, dass man dann da auch knallhart sagt, ja komm, das reicht so nicht. Dass der Spieler dann auch mal ein Zeichen kriegt, ja, und nicht immer nur gepudert wird. Aber das ist Art und Weise, wie jeder Trainer das für sich macht. Ne? Von daher, ja, ich sehe es beinahe 2,5. Wie gesagt, die Aufstellung war so zu erwarten. Ich hätte mir,
komm, ich beziehe mal den Faktor Thomas Müller mit ein und gehe mal auf eine 3 hoch. Das fand ich schon ein bisschen armselig. Ich glaube schon, dass ein Thomas Müller auch 30 Minuten gepackt hätte. Und das in seinem 500. Bundesligaspiel. Ja, fand ich schon wild, dass er in der 82. Minute eingewechselt wird. Also. Ja, aber auch nur meine Meinung. Gut, gehen wir es durch. Angefangen bei Urbich, der heute wieder tallose Leistung. Ja, gibt es nichts zu kritisieren. Note 2 hat sie 0 gespielt. Wie immer, fußballerisch sehr stark, hat auch vorne die eine starke Szene von Leroy und Serge eingeleitet, was übrigens Serge seine einzige gute Szene war, dass er den Ball da aufs Tor gekriegt hat. Zentner hat er mit ein bisschen Glück gehalten und zur Ecke gejagt oder gelenkt. Ansonsten die 2, 3 Dinger, die aufs Tor kamen, hat er gehalten. Ja, fußballerisch war es 1A, auch die Ruhe bewahrt hinten, auch wenn unter Druck mal war. Ja, also ich sehe keine Veranlassung zu sagen, da muss jetzt Manuel Neuer wieder ins Tor. Ja, und es ist schön, dass er endlich auch die 0 einfährt und nicht immer irgendwie irgendwelche unhaltbaren Dinger da aufs Tor kriegt. Ja, das freut mich riesig für ihn, hat er sich verdient und war ein starkes Spiel. Gut. Kommen wir zu Stani. Ich denke, bei Stani sieht man auch von jedem Spiel, was er macht, ja, dass er wieder mehr diese Spielfitness kriegt. Ja. War super präsent in der ersten Halbzeit über die linke Seite in der Offensive. Mainz war aber auch wenig zu sehen, sodass er wenig Defensivaufgaben zu tun hatte. Als Innenverteidiger, ja, hat er eine schlechte Szene gehabt, danach aber viele starke Szenen. Wie gesagt, ich kann mir einen Stani sehr, sehr gut in der Innenverteidigung vorstellen. War für mich ein solides Spiel, jetzt kein herausragendes Spiel oder sowas. Dafür hat ihnen so der letzte Kitzel gefehlt, aber war auch zweimal vorne da, wo es darum ging, einen Schuss zu nehmen. Hat da ein bisschen Pech bei gehabt. Ja, ich sehe es eigentlich so zwischen 2,5 und 3. Ich gebe ihm mal eine 3. Ich denke, damit ist er gut aufgestellt. Ja. Aber man sieht, wie ich finde, von Spiel zu Spiel, dass wieder so ein bisschen diese Spielfitness zurückkommt und dieses Selbstverständnis und gefällt mir gut. Sie ist gerade eine gute Entwicklung bei Stani. Ich hoffe, die geht so weiter in den nächsten Spielen. Und dann wird er auch von der Note her höher kommen. Minjay war ähnlich, ja. Auch da habe ich jetzt keine groben Schnitzer gesehen. War okay. Ja, man hat immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er ein bisschen gehemmt war. Wahrscheinlich ist er deswegen auch in der Halbzeit drin geblieben, keine Ahnung. Ich sehe Minjay auch bei einer Note 3. Da war nichts schlecht, da war jetzt aber auch nichts herausragend. War eine solide Leistung. Gut, damit kommen wir zu Eric Dyer, der heute in der Defensive der Mann war. Ja, also nochmal eine Steigerung zu den Spielen vorher. Hat heute auch das Tor gemacht, ein sehr, sehr schönes Tor nach der Ecke natürlich. Da ich gerade gesagt habe, ist immer eine Steigerung zum letzten Spiel. Ja, kriegt er von mir eine 1,5. Ja, normal hätte ich eine 2 gegeben, aber er hat auch ein Tor gemacht als Innenverteidiger. Nee, Eric hat mir heute sehr, sehr gut gefallen. Ja, auch da sieht man nochmal, man stellt einen Eric immer so hin, ja, Eric ist so der, kannst du bringen, wenn einmal einer ausfällt, ne, ist so Durchschnitt. Und da gehe ich auch mit. Durchschnitt auf einem hohen Level, aber wenn man jetzt mal sieht, das ist jetzt lass mich mal kurz gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das 8. Spiel in Folge. Und auch da hat man, also erstmal gefällt mir ein Eric Dyer besser, wenn er mit dem Stanisic in der Innenverteidigung steht, wie mit Minjay irgendwie. Ja, weiß ich nicht, da sticht so ein Eric nochmal ein bisschen hervor irgendwie. Aber wie er heute auch wieder organisiert hat. Ja, wenn ihr da mal ein bisschen drauf achtet, wie er bei jedem Freistoß, bei jeder Ecke, wie auch mit dem Urbich immer wieder interagiert. 1A. Ja. 1A geht immer voran, ist sich auch nicht zu scheu, die Posi zu verlassen, wenn es sein muss, weit rauszurücken. Wie gesagt, hat dann das Tor gemacht nach der Ecke. Ja, ganz starke Leistung von Eric. Ja, und keine Ahnung, ich weiß nicht, warum man da über irgendwelche Innenverteidiger diskutieren muss, die man wieder für teuer Geld kaufen muss, wenn du dann Eric Dyer hast, wenn du dann Stanisic hast, der das spielen kann, wenn du einen Ito hast, der das noch spielen kann, der das auch gut spielen kann. Und du hast halt einen Opa, ja, den sollte man behalten, mit dem sollte man verlängern. Ja,
Natürlich kannst du argumentieren, der Eric hat jetzt nicht den Speed, aber ja, als Innenverteidiger kommt auch nicht alles auf den Speed drauf an. Ne? Also, keine Ahnung, für mich habe ich schon oft genug gesagt, ein No-Brainer mit dem Eric zu verlängern. Also für mich Eric Dyer ein sehr, sehr starkes Spiel. Gut, Conny Leimer können wir kurz und schmerzlos machen. Conny Leimer ist wie immer vorne hui, hinten pfui. Das war heute auch wieder der Fall. Ja, defensiv. Wenn er denn mal gefordert war wenig gefordert. Ja, das muss man auch sagen. Wenn er denn gefordert war, hat man auch gerade in der zweiten Halbzeit über die linke Seite gesehen, dann war es schwach. Ja, dann war es entweder ein Foul oder der Gegner ist vorbeigekommen. Keine Ahnung. Ist auch kein Vorwurf. Ich sehe Conny Leimer da nicht. Dafür haben wir Conny Leimer heute gesehen. Ja, das ist Conny Leimer, Leute. Und jetzt stellt euch das nochmal in einer noch mal zentraleren Position vor. Ich meine, er drängt jetzt schon immer mehr von der Außenverteidigerposition auch in die Zentrale rein im Mittelfeld. Wir haben heute gesehen, dass Conny Leimer auf dieser Posi alles beherrscht. Ja? Und es ist super schade, dass er das nicht zeigen darf. Ja? Aufgrund der 2, 3 sehr schlechten Szenen hinten heute, ja, aber ist nichts draus passiert, von daher kriegt er eine 2,5. Meiner Meinung nach vorne war es super stark. Ja, Conny Leimer war super auffällig, hat geackert, gerackert. Er muss noch ein bisschen lernen, ab und wann einfach mal die Hände wegzulassen, gerade im Gegenpressing. Ja. Er zieht da so viel Bälle und oft gibt es einen Foul, weil er irgendwie den Arm kurz dran hat. Wenn er das noch weglässt, dann wird er noch viel, viel mehr Bälle erobern ohne Foul und wir werden noch mehr Ballbesitz haben. Das ist, was man vielleicht kritisieren kann. Ja, schade, dass wir ihn nicht sehen in der Zentrale. Ich hoffe, wir sehen es nächste Saison. Ja, ich hoffe und wünsche mir, dass wir nächste Saison mal Conny Leimer in der Zentrale sehen. Gerne auf einer Doppelacht mit dem Pavlovic, mit einem alleinigen Sechser dahinter oder mit einer Dreierkette dahinter. Ja. Ich bin sehr gespannt, ob wir irgendwas in dieser Richtung mal sehen werden. Vorstellen kann ich es mir gerade nicht, aber träumen darf man ja noch. Wa? Ja, ist doch perfekte Überleitung. Damit kommen wir auch schon zu Pavlo. Pavlo hat mir heute sehr, sehr gut gefallen wieder. Ja, waren heute wieder 2, 3 Szenen drin, wo er den Ball gekriegt hat, unter Druck, eine Drehung, eine Körpertäuschung und den Ball nach vorne, das Spiel nach vorne gemacht und nicht nur wieder Querpassralle heute und nach hinten Ralle, was Kimmich heute wieder zu großen Teilen übernommen hat, was aber auch fein ist, wenn er den defensiveren Part macht. Die Abstimmung war wieder viel, viel besser. Ja. Pavlovic war 80% des Spiels vor Kimmich. Deswegen kommen wir auch gleich bei Kimmich drauf. Also die Abstimmung war viel, viel besser. Ja, das ging wieder so in die Richtung der ersten Spiele diese Saison, dass ein Kimmich sich mehr zurückhält, mehr im defensiven Raum ist. Ab und wann auch mal das ein oder andere Mal nach vorne mal stößt, dann lässt sich ein Pavlo fallen. Das hat auch gut geklappt. Fairerweise auch hier, ja, die waren heute defensiv aber auch nicht gefordert gegen Mainz. Ja, das muss man auch mal immer einschränkend sagen. Aber ansonsten, Pavlovic war eine Belebung heute. Ja, definitiv im Offensivspiel, da hat er viele Bälle verteilt, war immer anspielbar. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch da gehe ich mit einer 2,5 rein. Gut, dann kommen wir zu Kimmich. Ja, habe ich ja schon gesagt, Positionsspiel heute bei Josh im Gegensatz zu den letzten Spielen war sehr gut. Ja, ich habe es gerade schon bei Pavlo gesagt. Er war 80% des Spiels hinter Pavlo gestanden. Ist natürlich immer noch weit mit aufgerückt teilweise auch zu weit, hat sich aber immer, wenn man ein bisschen drauf geachtet hat, hat sich aber super schnell dann nach hinten orientiert. Ja. Hat also nicht, wenn wir einen Ballverlust hatten, versucht gegenzupressen. Das hat Ven Pavlovic gemacht. Sondern sobald wir einen Ballverlust hatten, ist Kimmich im Vollsprint nach hinten und hat den Raum in der Zentrale besetzt. Ja. Und das ist, was ich von ihm erwarte. Das ist, was ich von ihm erwarte. Er muss dann in diesen Räumen sein. Ja. Hat dann auch ein, zwei gute Defensivaktionen gehabt, aber auch 1, 2, die nicht gut waren. Generell, denke ich, merkt man bei ihm immer noch, dass er ein bisschen überspielt ist. Hatte sonst aber 1, 2 gute Verlagerungen auch im Spiel. War ordentlich. Wie gesagt, aufgrund dieser Abstimmung und dass er sich ein bisschen mehr zurückhält, sehe ich ihn heute bei einer Note 3. Auch wie ich sagte, dieses Führen heute war viel, viel besser, dass er auch mal hingegangen ist zum Spieler und mal ein bisschen drauf eingeredet hat, mal ein bisschen was gesagt hat. Das hat mir auch gut gefallen. War noch nicht auf Airbag-Niveau, ja, aber ja, war schon okay. Gut,
Damit kommen wir zu Leroy. Ja, Leroy war in der Anfangsphase, was heißt in der ganz Anfangsphase war er schwach, ja, weil dann wieder dieses, oh ja, ich kriege einen Ball auf der linken Seite, ich traue mich nicht am Gegner vorbeizugehen, innen der Weg ist zu, was mache ich, spiele den Ball zurück oder quer, so, das waren so die ersten 10 Minuten. Danach war es viel, viel besser, weil wir dann auch mal die Position gewechselt haben, ja, und wir haben gesehen, wo Leroy am stärksten ist, und das ist er auf der halblinken Posi. Ja, nicht auf der Außenbahn, nicht komplett aus der Mitte, auf der halblinken Position. Das ist Leroys Raum. Ja, wenn er da ins Laufen kommt, wenn er da Speed aufnimmt, dann kann er auch ein Dribbling machen, dann hat er eine gute Schussposi. Das war gut. Das war gut. Ja, das war gut heute. Ja, er war dann teilweise auch in der Mitte, auch das war noch ordentlich. Komplett da auf der linken Seite stehen, auf dem Flügel rumdümpeln. Ich weiß nicht warum, ja, warum Leroy da nicht vorbeigeht. Ich meine, er wurde sogar ein, zwei Mal von Stunny gut in Szene gesetzt, dass er den Laufweg nehmen konnte. Das eine Mal war er abseits. Auch das kann er dann, aber er geht nicht an dem Mann vorbei, ja, über die linke Seite. Aber wahrscheinlich ist es taktisch nicht gewollt. Ich weiß es nicht. Ja, ich kann es euch nicht sagen. Wie gesagt, halblinke Position, Mitte, war Leroy heute stark. Hat Pech gehabt mit den beiden Pfostenschüssen. Ja, der Lupfer war grandios. Danach der Schuss war richtig. Beim ersten Tor hast du noch so ein bisschen gedacht, Junge, schieß doch jetzt einfach endlich mit rechts. Ja, dann kam noch ein Gnabry dazu und hat den Ball dann liegen lassen und dann hat er sich mal ein Herz genommen und einfach mal drauf geschossen. Ja. Und dann war das Ding drinne. So. Ich weiß es nicht. Auch da, ich denke, das ist ein Spieler, der nicht auf die Außenbahn gehört. Punkt. Ja. Ob das die rechte Außenbahn ist, ob das die linke Außenbahn ist, er gehört für mich nicht auf die Außenbahn. Er gehört für mich, wenn in so eine Halbfeldposition rein. Weiß ich nicht. Wie gesagt, es wäre, glaube ich, an der Zeit, wenn man sich unser Spielermaterial anguckt, dass es vielleicht mal einen Taktikwechsel geben würde. Ja. Warum nicht mal mit zwei Zehnern spielen, wenn man da mit Harry Kane agiert? Musiala, Sané auf den Halbpositionen, wenn man keinen Florian Wirtz verpflichtet. Wovon ich persönlich nicht ausgehe. Ja, da könnte ich ihn mir vorstellen. Sage ich euch, wie es ist. Ja, das war heute ordentlich. Da gibt es nichts groß zu meckern. Wir werden sehen, ob es nur ein Strohfeuer ist. Ja, vielleicht nochmal für die Vertragsunterschrift, aber das soll ja angeblich schon safe sein. Meine Meinung wird sich da nicht ändern wegen einem guten Spiel jetzt. Ja, also wir können die letzten 4 Spiele nehmen, da steht bei mir Note 5, 5, 5, 4,5. Davor zweimal die Note 2, davor 3,5 nicht gespielt, 5. Ja, und so können wir es durchgehen. Ja, die Spiele, die guten Spiele kannst du an 2 Händen abzählen, diese Saison. Ne? Aber das sehen wir dann im Saison-Fazit-Video. Und das ist natürlich zu wenig. Ja, für den FC Bayern ist das zu wenig und das war viel zu wenig in den vergangenen 5 Jahren. Ich werde meine Meinung kundtun, wenn die Vertragsverlängerung durch ist. Wir werden natürlich sehen, ja, richtig beurteilen können wir es erst nächstes Jahr dann, ne? Wenn Kompanie das hinkriegt, ihn richtig einsetzt und er dann vielleicht mal auf konstanten Level gute Leistung bringt, dann kann man natürlich sagen, ja, war richtig mit ihm zu verlängern. Tut er das nicht und spielt so wie die letzten 5 Jahre, dann kannst du es natürlich in die Pfeife rauchen. Ja? Dass Leroy immer mal ein gutes Spiel drin hat, das wissen wir ja. Aber nochmal, ich könnte die Noten hier durchgehen, das ist immer jedes 4., 5. Spiel. Ja? Und nicht umgekehrt. Ja, es wäre schön, wenn es umgekehrt wäre. 4, 5 gute Spiele und dann kannst du ja mal eins, weil du super viel spielst und platt bist, kannst du ja mal sagen, komm, da bin ich jetzt nicht so stark, aber bei Leroy ist es immer umgekehrt irgendwie. Ja. Von meiner Seite gibt es heute die 1,5 für Leroy. Ja. Warum? Weil er neben Michael der auffälligste in der Offensive war. Ja. Punkt. Er hätte 3 Hütten machen können, hat zweimal mit dem Pfostenpech gehabt, hat das Tor gemacht, hat sich endlich mal das Herz genommen, hatte sonst auch noch 1, 2 gute Aktionen, hat einen Gnabry sehr gut eingesetzt einmal, hat sich nicht hängen lassen. Das war gut. Ja. Gut, damit kommen wir schon zur Gegenseite. Ja, die Gegenseite kam heute schwer rein. Wir reden von Michael Olise. Schwere erste halbe Stunde. Ja, kam wirklich schwer rein. Man hatte so das Gefühl, ach komm, heute ist nicht Michaels Tag. Ich sehe das erste Mal diese Saison ein Spiel,
wo ich sagen muss, dass Michael nicht gut war. Und dann, ja, hat er sich freigespielt. Ja, wurde immer stärker, zweite Halbzeit, grandiose Leistung auch. Aber auch erste Halbzeit, umso länger das Spiel ging, umso stärker wurde er. Ja, was soll ich noch sagen zu Michael? Ja, also ich müsste irgendwelche Superlativen rausschrauben. Das war wieder eine gute Leistung. Ja, hat sich nie hängen lassen, auch da, wo er nicht so sichtbar in der Offensive war, damit nach hinten gearbeitet. Ist sich auch nie zu schade, wenn du das mal mit Leroy vergleichst. Leroy ist dann so, der geht da nicht rein. Der weiß, wenn ich jetzt da hingehe, dahin, dann weiß ich, es tut weh. Das ist Michael egal. Ja, der zieht dahin. So, fertig. Ja. Das ist so der Unterschied. Aber ja, war heute natürlich nicht so auffällig für Leroy. Und wie gesagt, aufgrund der schwachen ersten halben Stunde kriegt Michael heute nur eine 2,5. Gut. Dann kommen wir zum Serge Gnabry. Das ist für mich der Spieler, der heute neben Harry Kane abgefallen ist. Fairerweise muss man sagen, dass Gnabry aber wenigstens noch Szenen hatte, die Harry Kane erst gar nicht hatte. Ja, ja, für mich reicht es nur für eine 4 beim Serge. Sage ich euch, wie es ist, ey. Der eine Torschuss, den er gut gemacht hat, der Rest hat so viele Angriffe verstolpert, wo wir hätten so viel raus machen können. Der Serge war heute der Leroy. Ja, das ist immer Leroys Rolle. So, wir sind immer gut, geiler Angriff, dann kriegt Leroy den Ball weg, verstolpert. Ja, und das war heute Serge. 1:1 umgekehrt. Ja, haben einfach mal die Rollen getauscht heute. Ja, das ist eigentlich, wie ich es am besten beschreiben kann. Serge 4. Gut, dann kommen wir zu Harry Kane. Habe ich gerade schon gesagt. Serge hatte aber wenigstens noch eine Szene oder mal 2. Von daher muss ich in Harry Kane noch einen schlechter stellen, dann senke ich dann eine 4,5. Ja, das tut mir leid, aber Harry war heute in der Offensive nicht zugegen. Ja. Heute können wir wirklich kritisieren, dass keine Strafraumbesetzung da war, hat sich viel zu oft fallen lassen. Positiv kannst du ihm natürlich zugutehalten, dass er wieder mitgerackert hat nach hinten hin. Die Frage ist, war das heute unbedingt nötig? Teilweise war es heute nötig, seine Position nach vorne zu verlassen. War es vielleicht aber auch abgesprochen, dass ein Serge dann da mehr reinstoßen soll? Ich weiß es nicht. Kann gut sein, dass es eben so war. Wenn, dann war das Zusammenspiel von beiden scheiße. Ja, und du kannst eigentlich beide in einen Sack stecken. Komm, ich gebe beiden eine 4. Wie gesagt, Harry hat dafür ein bisschen mehr mitgeackert wie Serge, auch wenn Serge dann diese eine Offensivaktion hatte. Ja. Beide 4, denke ich, passt. Haben sie sich beide auch redlich verdient. Obwohl, nee, stopp. Ich gehe wieder auf die 4,5 hoch bei Harry Kane. Weil die gelbe Karte war natürlich dumm. Ja, die gelbe Karte war völlig unnötig und völlig dumm. Ich weiß nicht, ob er sie vielleicht extra gezogen hat. Kann ich mir natürlich auch vorstellen. Und dann so och Gott, ist ja völlig überraschend, dass ich jetzt gelb gesehen habe. Damit er im letzten Heimspiel da ist, wenn irgendwie die Meistersause geht, weil die wird natürlich dann nicht in Leipzig gehen. Weiß ich nicht. Wer weiß, ja, dann müsste man ihm eine 3,5 geben, dann was schlau gemacht. So was eine super dumme Aktion und darf so einen erfahrenen Spieler nicht passieren. Ja. Das Foul völlig fein, aber dann den Ball da in die Hand zu nehmen, deswegen ich könnte mir schon irgendwo im Entferntesten vorstellen, so, ja komm, ich riskiere es nicht in Leipzig dann eine gelbe Karte zu sehen und bin dann bei der Meistersause nicht dabei. Also. Aber nur eine Theorie, Leute. 4,5 für Heavy. Gut, kommen wir zu den Einwechselspielern. Angefangen bei Boe, ja, der es ordentlich gemacht hat. Ruhig, sachlich. Ich habe nichts gesehen, wo ich sage, oh, war das jetzt schlecht. Er sieht immer ein bisschen unkonventionell aus, hat auch immer ein bisschen unkonventionelle Bewegungen und mit seiner super kurzen Hose und super kurzen Stutzen sieht er immer wild aus, ja. Aber ich fand, er hat es gut gemacht, Note 3, Alter. Ja, ich habe nichts gesehen, wo ich sage, es war schlecht. War natürlich dann auch in der Phase da, wo wir jetzt nicht mehr so den Offensivdrang hatten am Anfang. Ja, aber war eine ordentliche Leistung. Wenn er gebraucht wurde, war er zur Stelle, sowohl defensiv wie auch mit nach vorne. Also das war völlig okay. Ja. Gut, weiter geht's mit dem King. Ja, der King ist ein Fallen King. King war nicht zu sehen, Alter.
Ja, hatte ein, zwei Aktionen, wo er zu sehen war und das war katastrophal schlecht. Sagen wir, wie es ist. Das war nichts und ja. Wenn man sich die Tendenz gerade anschaut, geht die wohl auch eher dahin, dass man auf den King verzichten möchte, weil der auch wahrscheinlich bereit ist, den Verein zu verlassen. Ich weiß es nicht. Ja, das war eine 4. Nicht mehr und nicht weniger. Obwohl, ich sehe gerade 72. Minute, wir bewerten es nicht, kriegt nur ein Sternchen, tragen wir die 4 nicht ein, aber das war nix. Ja. Dann habe ich hier die 84. stehen für Thomas Müller. Ist natürlich eine Farce gewesen, ja, dass ein Thomas Müller da eingewechselt wurde, sage ich euch, wie es ist. Im 500. Bundesligaspiel war das sehr traurig mit anzusehen. Das Stadion, die Stimmung war mega. Ich hätte es mir halt gewünscht in der 60. Ja, das hätte er sich auch verdient, meiner Meinung nach. Aber wer weiß, vielleicht ging es auch einfach nicht. Vielleicht war nicht mehr Luft da wie für 10 Minuten. Ich weiß es nicht. Ja, war halt raus im Training. Ja. Von Thomas Müller, ja, wie immer. Thomas Müller ist gerannt, geackert, hat eine Unstimmigkeit mit Kimmich, das war schlecht. Ansonsten vorne so eine halbe Szene gehabt und das war's. Ja. Aber in den paar Minuten, was willst du da auch mehr zeigen? Gut, dann haben wir noch Leon. Da ist er. Ja, Leon war Leon-mäßig unterwegs. Ja, ihr kennt meine Meinung, ich kann dem Duo Goretzka, Kimmich nichts abgewinnen. Und ich kann auch Leon nichts abgewinnen, wenn du Leon mit Pavlovic vergleichst, wer wie viel Einfluss auf die Spielgestaltung hat und auf das Spiel nach vorne. Ich denke, da brauche ich gar nicht weiterreden, oder? Dann gibt es eigentlich keine Argumente für einen Leon Goretzka in dieser Mannschaft. Ja, es wird immer alles lobend geredet über Leon die Saison. Ja, Leon ist ja zurückgekommen, Blasitz. Ja, warum denn? Weil Pavlovic verletzt war. Sagen wir, wie es ist, Leute. Ja, das darf man nicht außer Acht lassen. Ich bin sehr gespannt im Sommer. Ja, wie gesagt, war da, hat ein, zwei Querpässe bzw. Rückpässe gespielt und das war alles. Aber gut, auch er, was soll er in 8 Minuten reißen, Alter. Gut, dann haben wir noch Jona Kusi Asare. Den haben wir hier natürlich nicht als Bild hier drin. Ja, hat ja sogar noch da so eine halbe Chance gehabt, da von Thomas Müller da vorbereitet. Werden wir, wenn Kompanie die Eier hat, sehr wahrscheinlich dann in Leipzig sehen, weil ja, Harry Kane nicht dabei ist. Vielleicht sehen wir aber auch einen Thomas Müller als Neuner, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man ihn mal reingeworfen. Bin sehr gespannt. Ja, genau. Nochmal der Hinweis, ne? Abonniert ruhig hier. War nicht geplant, Leute, das war's. Mehr gibt es nicht zu sagen zu dem Spiel. War ein ordentliches Spiel. Sieht man auch an den Noten. 1, 2 Spieler sind abgefallen. Ja, und dann werden wir sehen, ob wir in Leipzig Meister werden oder dann im Heimspiel. Ist gegen Gladbach oder was? Heimspiel gegen Gladbach. Ja. Wir werden es sehen. Leute, ich wünsche euch ein super duper Restwochenende. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.